Ich sehe natürlich herzlich willkommen auf unserer Pressekonferenz für den parlamentarischen Bilan von diesem Jahr, von dieser Session zu machen. Ich meine, da wissen alle gut, dass es eine ganz bewegte und troublierte Session war, die noch immer nicht drüber ist. Ich meine, das ist die erste Mal, dass wir so parlamentarische Bilan machen an die Chamber-Session ist eigentlich noch nicht aufgeschlossen. Und nicht mehr spät wie heute Mittag werden wir nach weiter Chamber hun an so wie es ausgeseit nur heute Morgen, dann wahrscheinlich auch noch an den nächsten Wochen. Dürfen als das, was wir bis immer probiert haben zu machen, nämlich mit pudisch Aufstand oder mit einer Woche Aufstand zur Session, probieren mit ein bisschen Recul zu analysieren, was wir an dem letzten Jahr gemacht haben, was an dem letzten Jahr geschieht ist. Also das ist ein bisschen schwer, und dürfen können durch eine Analyse ein bisschen mehr gliedisch aus der Pan. Es ist viel geschafft gehen an dem letzten Jahr, auch ganz viele Initiativen, die mehr in der Hull haben. Und natürlich ist das Jahr geprägt gehen vom 17. März 2020, wo der Etat d'urgence ausgerufen ist. Und das hat für uns auch nicht bedeutet, dass wir Männer geschafft haben oder dass wir so wie an der Chômage-Technik gesagt haben, für uns war echt der Gegenteil, was wahr war. Wir haben noch verstärkt die Initiativen, die wir für die schon hatten, Questions parlamentären, Motionen, ja, wir haben sogar eine eigene Gesetzesproposition deposiert. Und dürfen auch an dieser Platz an allererster Stelle ein ganz großes Merci an uns Madamischer, die wirklich wie Erdwürmischer an der Zeit geschafft haben, eine Zeit, die für uns alle gut nicht einfach war. Von David und von mir auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Merci. Weil ohne sie hätten wir den Pace, den Rhythmus auf keinen Fall anhalten können. Und ich bin auch froh, dass uns dem David und meinen Nachfolger auch hier sind Nathalie Oberweis und Miriam Cecchetti, die dann wahrscheinlich nächstes Jahr erst begrüßen werden hier auf der parlamentarischen Bilan. Ich will auf zwei Sachen kurz angehen. Das ist, dass nicht den Etat d'urgence selber, respektive das Confinement, an was wie parlamentarisch Arbeit, wie uns Arbeit an der Zeit ausgesehen hat. Ich meine, das ist kein Geheimnis, dass es die Linken nach waren, die als einzig 2017 gegen Gesetz gestimmt haben, was den Etat d'urgence unter diesen Bedingungen möglich macht. Dann glaubt mir, dass es wirklich nicht einfach gefallen ist, das hier mitzustimmen. Und ich meine noch, dass mit 3 oder 4 Monaten Aufstand, mit dem Wissen, was wir heute tun, auch so muss, dass es zu dem Zeitpunkt, demals, auch für uns heute keine andere Option gibt. Das tut sich aber geändert, weil wir haben alles das, was in den letzten 4 Monaten, all die Mesuren, die geholt sind, haben wir Grandeur Natur durchgespielt. Und es gibt sogar wenn die Situation sich verschärfen, kein Grund mehr, ein Etat d'urgence, ein Etat de crise auszurufen, weil wir über all die Moyens verfügen, die als Land nach 4 Monaten nicht hat, sowohl die Legislativmoyens wie aber auch die Abstellung von unserem Gesundheitswesen, respektive von all den Mesuren, die wir kennen. Aber auch schon am Etat de crise haben wir angefangen, und uns ist es nicht besser gegangen wie der Presse, nämlich dass wir unter einem Informationsdefizit gelitten haben. Natürlich ist so eine exceptionelle Situation wie den Etat de crise immer der Moment von der Exekutive. Und das ist aber auch so gewesen, dass wir als Deputierten über nicht mehr Informationen verfügt haben, wie das, was durch Pressekonferenzen gesagt worden ist. Das ist zwar wahr, dass wir immer die Möglichkeit hatten, einmal die Woche zusammen mit der Regierung zusammenzukommen, Fraktionspräsidenten. Und wir konnten natürlich auch als Frohe stellen, just die Antworten waren zwar immens evasiv, zwar haben sie überhaupt nicht stattgefunden. Aber du kannst natürlich so die exceptionelle Situation kann ich nachvollziehen, dass die Regierung selber nicht über alle guten Elemente, alle guten Informationen verfügt hat und dass sie wahrscheinlich ist ganz spärlich wollt mit denen Briefen von Informationen, die sie hat, nach außen kommunizieren. Wir haben aber festgestellt, dass sich auch nur mit der Krise weiter verlängert wird. Und reicht bis für ganz kurzem haben wir das Gefühl, dass wir über ein tant soit peu die Informationen verfügen, auf Grundlage von denen die Regierung
hier Decisionen hält. Wann den Etat de Crise mat ugefangen huet, dat Chamber unanim den Zustand votéiert huet, an noch de Premier ganz intensiv dazu appelliert huet, dat lo de Moment vun der Union national wie, an och d'Opposition sech mat politischer Kritik am Ufang zurückgehalen huet, so muss ich so an dem Etat de Crise etwas geschieht, wo enorm viel Schiebelen zerbrach sind, wo Vertrauen gebracht ging ist, aber wo das, was im Etat de Crise wichtig ist, nämlich proportionell Mesure können zu holen, an allem muss zu halen, wo das nicht angehalten ging ist. Und das war den absolut unnötigen Wort vom Freihandelsakkord CETA am Konfinement, wo kein Mensch sich darunter gesteuert hat, wenn in den 2 Monate mich spät oder 3 Monate mich spät, für die ihn dann unbedingt hätte wollen, da wisst ihr, wir sind nicht froh, wie das der Moment gewesen wäre zu machen, und nicht ein Projekt, den 2-mal Tausende von Leuten auf die Straße gerufen wird, am Konfinement zu einer Situation, wo offiziell nach Massekundgebungen verboten wären, für das dann an dem Konfinement durchzudrücken. Und ich meine, dass die Regierung bis heute, oder die Majoritätsparteien bis heute, und der ganz fahrlässiger, a ganz falscher Decision leiden. Weil bis heute als das Vertrauensverhältnis zwischen Majorität und Opposition nachhaltig gebracht gehen. Covid-Krise selber an den Konfinement, an den sich entwickelnden Dekonfinement, hat dummer angefangen, dass die Regierung als echt Propos für das Etat de Crise rauszukommen, enger Zuchtermächtigungsgesetz machen. Etwas, wo wir komplett dagegen wären, zusammen mit allen anderen Oppositionsparteien, weil wir just Verlängerung vom Etat de Crise gewesen, das heißt, außer Kraft setzen von denen parlamentarischen Spielregeln und noch außer Kraft setzen von all dem, was da verbunden ist, nämlich Avien von den Berufskommeren, Avien von der Zivilgesellschaft, die, wie wir lo auch gesehen, immens wichtig sind. Die Covid-Gesetze, die wir haben, wo heute mitten dann weiteren, nach immer nicht der letzte Nacktwert geschrieben gehen, haben wir von Anfang an kritisiert, weil sie an der Präzipitation geschrieben sind, sie sind an der Hetz geschrieben gehen, also sie sind technisch immens schlecht. Sie sind technisch so schlecht, dass die Morgen an der Santé-Kommission, wo den Rapport sollte angeholt gehen, dann nach einer Kopie gewiesen gehen, was CNPD an ihrem Avis geschrieben hat. An alle Guten, auch der Regierung, sind da groß abgegangen, dass sie vergessen, einen Passus aus dem neuen Gesetz herauszuholen, der sieht, dass Datenerhebung, all die Datenerhebung, die aufgrund von diesem Gesetz geschieht, dass die spätestens 3 Monate um Auslaufen vom Etat de Crise, also der 24. September, muss zerstört gehen. Was nicht heißt, dass sie mit den Daten, die nur abgehoben gehen, respektive an den nächsten Wochen abgehoben gehen, just pro Woche schaffen können. Damit aus der ganzen Tracing vorgestellt, dürfen sind all die Mesure für Konfinement, die schon verlängert gehen, kann gehen 2-mal bis zu maximal 6 Wochen vorgestellt. Und damit also auch die wissenschaftliche Abschaffung von denen Donnerien zumindest für die Zeit vorgestellt. Und es wird dazu feiern, dass die Regierung schlau ist, sie ganz sicher, hoffentlich mehr, Römenke ein neues Gesetz deposiert, was genau in den doten Passus amendiert. Und das geschieht eben, wenn sich keine Zeit gibt. Wenn ihr meint, es muss den komplett überstürzt, am 3D nur Depot von einem Gesetz, ohne Davien aufzuwerden, weil die von der CNPD aus gestern recht kommen, will Gesetze durchpatchen, da geschehen so Fehler, die wirklich ganz fahrlässig sind und dazu feiern, dass durch die Station noch immer nicht Riverwert sind. Ich will just noch ein Element angehen, und dem David wird, was da ist aufgefallen ist. Dass nur den ersten Schockmesuren, die die Regierung geholt hat, und den ersten Mesuren für zu probieren, sowohl als Sozialleben zu stabilisieren, für die Leute zu schützen, soweit das an den ersten Wochen möglich ist, stellen wir fest, dass am Dekonfinement eine komplette Inkohärenz von den Politiken herrscht. Es ist so, dass alle Minister mehr oder minder möchten, was sie will. Alle Minister gibt Verantwortung und den anderen Minister auf. An Santé kriegt so
etwas wie enge pluripotente Bedeutung, wo Santé da auch die sind, die ihn bei sich erstellen, für mit den Gemengen zu kommunizieren, weil die Regierung 4 Monate nur im Konfinement da mal festgestellt hat, dass Gemengen aber wichtig sind an der ganzen Situation, weil 4 Monate lang vom Interieur herzlich wenig kommen. Dasselbe gilt für das Familienministerium, wo es just darum gegangen ist, Verantwortung hin und her zu schieben, swat auf die Privatgestionäre von den Alters- und Pflegeheimen, swat auf das Santé-Ministerium. Das heißt, am Konfinement gesehen wir das, was da auch für ganz viel andere, am Dekonfinement gesehen wir das, was doch für ganz viele andere Bereiche gilt, nämlich es gibt keine einheitlich, kohärente Regierungspolitik, aber das einen kompletten Durchernehen. Alle Ministerien möchten ein bisschen, wie ihr denkt, und es fehlt an klarer Politik, auch für aus der Krise, die eng sozial, die eng ökonomisch ist, die eng sanitär auch ist, und die vor allem auch eng gesellschaftlich ist, für da rauszukommen. Und da gehe ich führen und David, den dann Lof Heiner von den letzten Minuten schiert, profitiert an Schlutschen rüber. Yes, dann man dafür nicht einfach weiter. Den öffentlichen Transport ist exzellent. Das ist besser wie Flieger. Dafür nicht einfach weiter, wo der Markt abgehalten wird, weil wir haben das ja gesagt, und wir sind nicht die Einzigen, die das gesagt haben, heute zu Lützeburg, über Lützeburg raus. Aber wir wissen, dass ja all der Covid, der Virus, den ausgebracht ist, hat auch Ursachen. Und es hat auch politisch, ökonomisch Ursachen. Das kein Virus, der vom Himmel rauffällt. Aber das ist ganz klar die Konsequenz von einem System, das nicht funktioniert, von einem System, das auf Libre-Échange basiert, auf komplett deregulierten Libre-Échange auf internationalem Niveau basiert, von einem System, das aber auch basiert auf Profit auf kurzer Zeit, was nur auch als Konsequenz hat, dass öffentliche Dienstleistungen, notamment Santé, aufgebaut gehen, los an den verschiedensten Ländern, justement auch an den Ländern. Und ich meine, die Krise vom Covid war ja eine Krise vom sanitären System, justement, weil die Frau hat sich ja justement gestaltet, ganz am Anfang, auch ob man überhaupt auch all die Leute können, ob also das System wirklich auch am Ende ist, für innerhalb von einer Pandemie auch für jeden können zu sorgen. Und das war sich auch nicht der Fall, nicht nur zu Lützburg, mehr viele Länder. Wir meinen, dass wenn man die Ursache kennt von einer Krise, dann ist es viel mehr einfach für nur aus der Krise rauszukommen und lernen, daraus zu ziehen und sich eine sogenannte neue Welt aufzubauen, von der immer geschwärzt wird, aber wo ich nicht immer so richtig weiß, in was für eine Richtung sie geht. Weil ich meine noch, das hat immer dazu dient, dass das Ganze davon aufhängt, wen davon schwätzt. Uns gefällt es nicht unbedingt, wenn von einer Patronatsseite oder Rätser liberaler Seite von neuer Welt geschwärzt wird, weil darin kann ich ganz schnell verstehen, dass die neue Welt gibt mit weiter mehr Restriktionen, Austerität, mehr Freiheiten wahrscheinlich auch. Und sich, dass die Verdelung nach immer mehr krass geht in Richtung innen nur Uwen. Das ist selbstverständlich nicht die neue Welt, die wir wollen. Die neue Welt, die wir brauchen, das ist eine Welt, die gerade in die andere Richtung geht. Das heißt, dass wir mehr Service Public brauchen, dass wir die Arbeitszeit müssen reduzieren, das heißt auch teilen, dass wir mehr Allgemeinwohl brauchen, dass wir auch umverdelen müssen, weil wir sind ehrlich, die weltweit und europaweit ganz Uwe sind, da spitzt vom Verdienst auf dem Kapital, drohen noch eine große Schuld an dieser Krise, an dieser Covid-Krise. Das darf man nicht vergessen an den nächsten Monaten und Jahren. Für mehr konkret zurück auf Lützeburg zu kommen, wir haben aber gemerkt, dass keine neue Gesellschaft aufbaut mit Leuten, die für drunter schon da waren. Das ist logisch, aber das den Einstein hat doch schon immer gesagt, dann kann ich kein Problem lesen mit Leuten, die unter Ursache vom Problem sind. Und da haben wir gemerkt, die Margastrobagegangen, zum Beispiel in CETA, das war ja phänomenal, matzen an dieser Zeit eine komplett undemokratische Approche. Und en plus ist den CETA ja auch komplett antisozial und komplett antiökologisch. Ich gehe nicht an den Detail ran, das wird viel zu lange gehen, aber die kennt die Geschichte, aber du merkst wirklich, dass da keine Prise de Conscience war. Kein Prise de Conscience war.
De Problem ist ja auch, dass man aber weiterhin, weil wir schwätzen von der Klimakrise an die ist real. Klimakrise von der geht man geschwert lo durch den Covid, aber wir kommen wirklich an ganz große Probleme und wir merken, dass da sich gar nicht umgedurcht wird. Beispiel Ajustement die Sache vom Fonds de Kompensation, vom Rentefonds, wo weiterhin an Petrolsprodukten, an Atomenergie und so weiter investiert wird. Dasselbe gilt auch für den Fonds Souverain, den sogenannten Zukunftsfonds, den eigentlich das strukturiert ist, und nach Mann kontrollierbar ist. Und da will die Regierung auch nicht darunter ändern. Wir haben vor kurzem gesehen, dass doch die Regierung der Meinung ist, zum Beispiel bei den Flisch, dass den weiterhin nicht soll vorstellen, ob ein Kurzstreckeflisch muss nach erlauben. Für was muss den Flieger holen für Lützeburg nach Paris oder für Lützeburg nach London, sogar brauchen den Flieger nicht zu holen. Im Prinzip gibt es man öffentlichen Transport gehen, aber gewisse Betriebe unbedingt wollen, dass jemand das müsste machen, da müssen die Betriebe sich eben organisieren. Die neue Welt kann das nicht verkraften. Aber natürlich, und da sind wir am Hauptproblem. Die Regierung sieht, der François Bauch sieht, und das ist eine Spezialität für zu sagen, ich bin Minister, aber ich kann nicht dezidieren. Grosso modo sieht das, weil das alles dasselbe ist. Wir haben das ist entweder eine Société anonym, eine Privatgesellschaft wie die Luxia, wo aber den Staat Hauptaktionär ist oder Komplettaktionär ist, also wir viele so Societäten an all Chaos, sieht den Herr Transportminister, er gibt sich nicht an das Geschehen amischen von den Gesellschaften. Das ist nicht das geschehen, sie strategische Decisionen. An der Weg geht machen sie das, wenn es sie arrangiert, aber wenn es sie nicht arrangiert, dann so, oh, schon nicht mit zu tun. Und das ist das Problem. Wir sind eine von den raren Kräften, mit den Gewerkschaften, die permanent immer gesagt tun und immer gewarnt wird drin. Leider wenig Leute interessiert, heißt du, es soll keine öffentlichen Dienstleistungen liberalisieren oder auch nicht mehr Kapital abmachen und dann aber sogar eine Majorität tun, weil dann kommen wir an eine neue Logik. Auch von der Stadt Paaren also Sachen hört. Und wir sehen das auch bei der Post zum Beispiel, da auch Wirtschaftsminister sagt, ich kann nichts machen. Sie können alle, treten sich für welche Minister wollen gehen, für zu sagen, dass sie nichts machen können. Es geht einfach so, Römenkeier für Schikeria kriegt ein Kado gemacht mit einem Gebäude, was die Öffentlichkeit finanziert wird. Das ist immer dasselbe Szenario. Und der will nicht dazwischen schwätzen, der will nicht da vorstellen, an einer Zeit, wo wir an einer Devaluationskrise sind. Da merkt die Römenkeier, dass sie nicht beigelegt haben. Und das ist die ganze Politik de laisser faire. Bon, wir haben zwei Propositionen de loi déposiert, eine für 4 Jahre, eine für 2 Jahre zum Logement. Endlich wir müssen kämpfen, für dass sie überhaupt normal trätiert gehen an der Chambre. Weil an der Chambre ist doch noch nicht evident, dass wenn ein Deputierten eine Proposition de loi déposiert, dass sie normal so trätiert gehen. Ich gehe noch nicht auf Details ran, bei mir kann ich vielleicht darüber diskutieren, wie das gegangen ist, aber das ist auch schon nicht normal. Und bon, ich hoffe, dass sie demnächst schnell auch werden trätiert gehen, weil es geht justement den Bail à loyer, für das zu reformieren, weil wir müssen die Loyer aber aufsetzen. Ich meine, Nori Cox wird auch sein Projekt präsentieren. On verra, was die Regierung dafür hat. Aber auf jeden Fall muss ich da schnell ergreifen. Bon, ich meine, wie viel Zeit habe ich noch? Oh. No. Von hinten noch, okay. Ein ganz, also demnächst, das ist evident, kommen wir an einer sozialen Krise, an einer ökonomischen Krise, was die Prädiktionen noch vom Statex sind, von einer V-Formkonjunktur. Also, ehrlich gesagt, keine so wie es ausgeht. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass ein großer Teil von der Realindustrie, der Realökonomie hat quasi auf Null geschafft in einer gewissen Zeit, dass das Konsequenzen hat für Salarien und so weiter und dass das Konsequenzen hat für die Kaufkraft der Leute, also für darum proper rauszukommen. Da stelle ich mir natürlich groß froh und auf jeden Fall werde man nicht allein kommen, eben die Verdelungsfroh zu stellen. Und ich meine, Gewerkschaften sind sich dem bewusst, weil es kann nicht sein, dass die
dat die vulnerabelst die méchens och nach die essentiellst sinn an heuser Gesellschaft ou sechte no och nach Rechnung muss bezuelen. Mi hun noch nach eng Proposition de loi an dem Kontext deposéiert, well mir wëssen, dats die hat trop opmerksam gemacht mi hun zu Lützeburg den no Recker Millieu a viel aner Millioen gife net funktionieren oni Schwarzarbecht. E großen Deel vun der Lützburger Ökonomie gif net oni d'Ausbeutung vu Leiit, die kein paar Bayerinnen hunn funktionieren. Muss ich so sagen. Lo grad an dieser Krise das geschieht viel Leute, tausende von Leuten aus Brasilien, aus dem Kap Vert, aus verschiedenen afrikanischen Ländern haben geschafft, schwarz natürlich, haben ja verloren, hatte kein Urrecht auf irgendetwas. Resultat, es muss sie regularisieren. Geht ja nicht, wir kommen nicht an Land, weil sie gehen nie zurück an ihr Land. Das ist absurd, d'autant plus dem Nové, wenn ein Land wie Brasilien, mit der Covid-Krise, das ist noch mehr schlimm wie sonst, mit der Regierung, die sie da haben. Also muss sie einfach aktieren, sie bleiben neu, also müssen sie regularisiert gehen. Ich habe die Hoffnung nicht abgehen, dass das vielleicht noch geschieht. Aber auf jeden Fall haben wir das gefordert an einer Question parlamentaire, dass die Leute regularisiert gehen und dass nach anderen Mesuren ergriffen gehen. Ich habe gesagt, wir haben noch eine Proposition de loi déposée. Da geht es auch darum, wenn wir schon dabei sind, dass Minderjährige auch nicht sollen an den Zentren de Retention gestartet gehen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Alternativen dazu. Das ist ein bisschen untergegangen durch die Aktualität, das ist eben so. Aber das ist wichtig, dass ihr wisst, dass wir auch die Proposition de loi déposée tun. Auf jeden Fall, ich bleibe dabei, dass ich mache Schluss mit dieser Intervention. Wir werden nach gesehen heute mitten wird der Markt nach zu einem Projekt de loi schwarzen Militärprojekt, wo gesagt, dass wie Priorität gesagt gehen, wo 600 Millionen verpulvert gehen für Flieger, nicht so schwarz vom Militärsatellit, wo auch aber weiterhin, weil das ist das Problem. Das Hauptproblem ist nicht den, das Problem zu wissen, wie der Herr Schneider das gemanagt hat, natürlich, à la Schneider eben. Ne? Mit das Problem ist aber auch den von der Utilität, zu wissen, ob das eine Utilität hat, und es gibt keine Utilität, egal was der Herr Bausch steht, weil ich meine, ich verstehe nicht viel von Militärpolitik, ehrlich gesagt, das ist naiv daran. Ich meine, das für Fotos zu machen, für die Meteo zu gucken, aber das ist auch für Krieg zu feiern, das ist ja Kriegsminister. Und das so einfach so verscherbelt ging für der NATO Pläsier zu machen an einer Zeit, wo man die so für andere Sachen bräuchte. Und da merkt den dazu einfach nicht beigelegt haben. Voilà, ich werde dann noch profitieren vom Zug für Optionen, so nicht mehr.